Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, da haben wir heute wieder was Gelbes auf dem Tisch, nicht die Streife wie beim letzten Mal. Das Triggerle, das drucke ich aus von der Streife. Ich hoffe, dass ihr das Video auch gesehen habt. Wenn nicht, wird es Zeit, dass ihr ein Abo da lasst und das Klingele drückt, dass ihr das auch mitkriegt, wenn ihr das erste Video lest. Bei mal bei einer fleißig ein Video das machen, das würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Aber heute haben wir wieder die Riken CS6 oder die Mark OS wahrscheinlich, weil neben dran habe ich noch Mark II, da habe ich schon kurze Modifikation für kurze Pfeil gemacht. Und jetzt sage ich mal, die Kosmetik, die bauen wir mal weg. Dass das ein bisschen handlicher ist, das Ding da. Da gucken wir mal. Ach, war schon klar da. Dann hätte ich sagen, machen wir Referenzmessung. Aufwachermessmittel. Jetzt geht's los. Ich messe. Oder was, das wird wahrscheinlich. Ja, 40,7. Das war das letzte Mal. Das haben wir eher schlechter gemacht durch die Modifikation, so wenn ich mich recht erinnere. Das haben wir 14,5. Und der ist so ganz nett gegangen. Das haben wir 40,1. Das rastet nicht einmal richtig ein. Und entspannte 11,1. Und 13,5. Da haben wir dann einen Schnitt von 13,3. Ja, so. Was haben wir da? Ja, das sammeln wir die Pfeile ein, die rumliegen. Das lassen wir dann da, dass das noch eine Referenz haben. Irgendwann muss ich noch so ein Magazin machen für kurze Pfeile, das muss ich. Aber so komplett, so nicht durchsichtig halt. Was sagen wir das auf gut Schwäbisch ist. So, dann gucken wir mal. Als erstes haben wir da Magazinle mit schon Pfeile drin. Das kommt auch dann. Dann haben wir da so Metallteil, das da vorne lang gehört. Ja gut, das geht dann natürlich nicht mehr, da ist der Lauf da drin, das müssen wir dann auch aufmachen. Den Lauf kriegen wir vielleicht da am Stück raus. Einfach raus damit. Futter damit. Dann haben wir das da. Dann haben wir da das Ding zum Einrasten. Dann haben wir da einen Lauf. Dann haben wir ein bisschen Augenmassives Federle. Dann haben wir da so Bügele da zum Dinge zurückschieben. Dann hätten wir noch einen Lauf mit so. Das kehrt das so. Das ist da von da nach da auch noch was. Aber den kriegen wir, das haben wir beim. Achso, das muss ja, das geht nicht anders. Das wird wahrscheinlich auch geschickt. Das haben wir aber das letzte Mal schon festgestellt. Das geht dann. Das müsst dann rausgucken, das wäre auch scheiße. Das gucken wir uns auch an. Entscheiden wir dann. Haben wir Anleitung für das gekostet. Aber das mit den Fäden da. Was haben wir dann sonst noch? Sackteil. Und das da haben wir noch. Natürlich Imbusschlüssel. Ich glaube, das ist. Hey. Packen wir das zur Seite. Das auch weg vom Tisch. So, dann habe ich noch ein anderes Tuning-Federle gekauft. Das
Ich glaube, mit dem Federle fliegt uns das ganze Plastik um die Ohren. Da haben wir dann auch keinen Spaß. Aber das Federle, das ist, glaube ich, das wird 7 oder 9 Kilo oder irgendwas sein und den Dreh rum. Guck's nachher vielleicht in der Pause mal nach. Das ist dann so. Der Lauf gehört dann. Da brauchen wir das Schraubenzieher, also das Imbusschlüssel. Und da passt auch die schwäbische Verniedlichung, weil das ist kein Schlüssel. Das ist ja Gleis. Das da so rein. So. Habe schon den Anfang gemacht. Ja. 13,3 durfte man schlagen. Weil dieselbe Modifikation habe ich schon bei einer Riken Mark II durchgeführt. Und jetzt habe ich ja die Werte nicht mehr im Kopf, aber das war schon beeindruckend. Die hat schon ein bisschen mehr Dampf. Das ist das Dichtringli und das Schräubli brauchen wir nicht. Und gleich mal weg. Das lassen wir einpacken, dass wir nachher Bescheid wissen. Das legen wir da drauf. Dann würde ich sagen, zerlegen wir es. Ich glaube, das kann man immer noch tauschen, wie man es halt mag. Dann mache ich das mal im Schnelldurchlauf, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, und das seht ihr auch, warum das Ding keine Leistung hat. Ja, das sieht man ja gleich auf den ersten Blick, dass das ein bisschen Pfusch ist, auf gut Schwäbisch. Ja, Pfusch ist halt. Aber ja, das habe ich halt gemacht, da wollte ich das weiß ich gar nicht mehr, doch, da wollte ich die Luftding jetzt, den Luftrestriktor, wie auch immer das heißt, den wollte ich rausmachen. Das hat halt so semi-optimal funktioniert. Jetzt müssen wir gucken, wie man das am angeschicktesten macht. Da haben wir das selber. Ah ne, das habe ich mal separat gekauft. Das war sehr stark, ich dachte, das sei ein Fehlkauf, aber hat dann nachher doch passt. Und das müssen wir da raus. Die Schraube auch noch. Hey, ich mache das immer sonst im Schnelldurchlauf. Das ist, glaube ich, nicht so spannend, da die ganze Schraube zu lösen. Da braucht er, glaube ich, auch keine Anleitung dafür. Das kriegt er selber hin. So viel Vertrauen habe ich in euch. Da brauche ich gar nicht dazu kennen, das weiß ich, das kriegt er hin. Da braucht er keinen Ingenieur zuschauen. Ja, ich mache das halt im Schnelldurchlauf, dass es irgendwie schöner flüssiger Übergang gibt. So, den Krust da machen wir raus. Das brauchen wir alles nicht. Das ersetzen wir durch hochwertigeren Krust. Das ist, ja. Das könnte man für andere Projekte irgendwann vielleicht brauchen. Das Ding verstehe ich sowieso nicht, dass das. Ja, aufgehoben wird's. Das weiß ich nicht, ob ich die. Das finde ich halt ganz praktisch, wenn nicht den ist, dann sieht man, dass klar ist, aber dann ist halt nicht mehr ganz unauffällig. Ja, das könnte einer der Gründe sein, warum das nicht geht. Ja. Aber schön gefällt es noch. Das habe ich gut gemacht. Und nach dem Federle habe ich auch schon mal eine halbe Ewigkeit gesucht.
So, das muss so rum sein. Das ist doch noch so nein. Ja, das kommt doch so nein. Und der erste Teil ist schon installiert. Und dann muss nachher natürlich die Laufverlängerung drauf, weil sonst fällt das natürlich auf, dass da was gekriegt ist. Ja, so leicht modifiziert ist. Also die Metallteile aus dem alten Bläschchen rausgucken sieht, das kriegt dann auch der Dümmste, dass das nicht ganz normal sein kann. Ah ja, das ist gerade so das überstanden hat. So das mit den Befäden da, das geht dann wahrscheinlich nicht. So. Das da rein. Das Fädel immer auf Zeit. Jetzt gucken, dass das Fädel nicht wegfliegt. Das ist glaube ich auch schon toll. Den Trigger darf man nicht tauschen, das sieht man auch von außen. Und ja, die Schräge muss nach vorne zeigen da. Und wie die Nase dann auch zeigt, das ist egal, weil den Sicherheitsmechanismus haben wir ausbaut. Das habe ich glaube beim ersten Mal falsch gemacht. Das sind also Dinge und da wundert man sich, warum es nicht geht. Und ja. So. Kriegen wir das Stiftle da raus. Das Stiftle. Das ist da fest drin. Boah. Ja, das hätte ich vielleicht nicht so gut fällen sollen. Ah, Scheißele. Das heißt, ach so, klar, die Dinger müssen wir rausmachen, weil ist ja klar. Dann nimmt man dann schon das rein. Und die Dinger müssen wir rausmachen. Ja, gescheit rausmachen. Ich gucke jetzt mal nach einer Zengle und nach irgendwas zum Durchdrücken. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Da bin ich schon wieder. Feiche ist gar kein Zeitverlust. Und da haben wir Handvoll Zengler. Ganz wichtig. Jetzt gucken wir mal. Kriegt man das da wieder raus? Ah, Scheißdreck. Da hätte ich wahrscheinlich auch ein neues kaufen brauchen. So rum kriegt man es auftreten, das ist klar. Aber ich brauche das Lächle da. Hätte ich es gewusst, hätte ich es gar nicht erst eingebaut. Aber das habe ich halt. Ich habe den ganzen YouTube-Kanal ja vor ein paar Monaten angefangen. Einfach weil ich die Prophecy basteln wollte und dachte, ach, das können wir auch einfach mal dokumentieren. Wie das so Gott und habe ich halt das eingebaut, was in dem Set drin war. Und kann man das da durchdrücken? Ja, das Gott. Das ist der so gegangen. Das dann immer wieder aufdrückt. Ja. Oder halt auch nicht. Dann müsste man das auf der anderen Seite ähnlich machen. Ja, so halt nicht. So schon ein bisschen.
genug Winde geben. Es wird mehr Comedy wie Basteln da. Ne? Kruscht. Das ist dann wie bei Hör mal, wer da hämmert oder so. Der Kollege hat doch recht gehabt, dass ich wie der bin. Ist aber auch egal, solange es unterhält. Und solange es bei mir Gott ist, da klappt es wenigstens am Ende ab und zu. Die andere Seite hat doch so schön geklappt. Ah, Scheißdreck. Damit ich den Stift rauskriege, wird auch nicht mehr gekostet. Ich glaube, das machen wir auch im Zeitraffer. Oder das gucke ich. Das gucke ich mir mal außerhalb der Kamera an. Bis gleich. So, Dolle, jetzt können wir Ratespiel spielen. Was hat sich geändert hier? Und ja, aber ich kann euch mal zeigen. Also das habe ich da jetzt einfach durchdrückt. Jetzt haben wir das da. Das. Ja, das ist wahrscheinlich noch zu gebrauchen. Aber das andere, das kann ich euch zeigen. Da bin ich froh, dass ich das nicht aufgenommen habe. Da habe ich ein bisschen mehr. Ja. Der Rest hängt an der Wasserbombenzange. Da guckt. Ja. Halb so wild. Das ist von den Dingen, habe ich glaube auch noch irgendwo welche rumfahren. Da müssten wir das jetzt aufdrehen. Ganz gemütlich. Solange bis man die Fingerdreher kennt. Gott. Das Schreible wieder zurückschieben. Ja, komm schon. So. Das ist ganz interessant, dass das mit Schreible durchdrücken geht. Also das Schreible passt dann ein und so kriegt ihr es dann auch wieder raus. Dann müsst ihr halt das Mittel da jetzt erst rausmachen. Und ich sag's euch, das war eine Kugelfuhr. Erzähl's euch auch kurz. Das sind die Original-Innerreihe von der Riken. Natürlich mit dem Umdrehter Räderle da. Das Feder liegt irgendwo auf dem Boden. Und dann habe ich da so Dinge genommen, habe das da mit dem Zänglein reingedrückt, um das rauszudrücken. Nur um mit dem Ding dann nachher das andere rauszudrücken. Ja, aber jetzt auf die Schnelle kein Metallteil gefunden, das gleich genug ist. Dann können wir jetzt das wieder rausdrehen und ja, da habe ich schon Zänglein gebraucht, also das ist mit Dreh gegangen. Können wir das wieder nehmen, das da wieder drin versenken. Oder halt auch nicht. Ich meine, das wäre jetzt doch blöd, wenn man das nachher dann doch zerlegt brauche. Das hebt man einfach so auf. Das ist halt das sind die Doll die da vorher drin waren. Ja, packen wir es weg. Zängel auch weg. So, dann haben wir das drauf. Das ist zerlegt. Dann machen wir das dann rein. Haben wir so aus Metall. Wenn wir schon haben, dann nutzen wir es auch. Und dann machen wir das dann rein. Jetzt, okay. Wasserbombenzängle. Das ist nicht ganz so. In die Richtung geht es einfach, das weiß ich. Ah, bevor wir das machen, sollten wir mal testen. Testen. Ah, das geht dann gut. Gut, bin ich gespannt. Weil das wäre natürlich, wenn ich das wieder rausmachen hätte müssen und dann das andere, naja, das wäre natürlich scheiße gewesen. So, jetzt ist drin. Ein paar Kratzspuren, aber das ist okay. Das, ja, ein bisschen Schmutz noch.
das hier flutscht. Einmal rum. Ja, hier. Das. Muss schon dabei sind, davon auch ein bisschen. Das müssen wir, glaube ich, mit dem Finger verdeulen. Der ist weg. Ah, das ist dichtet. Schön flutscht. Das können wir dann so. So, da. Da genug. Oh, genug aber. So, da lang. Das. Das da rein und dann drumherum. Das ist auch genug Schmutz, da brauchen wir es nicht nochmal. Zu arg übertreiben brauchen wir es auch nicht. Da ist dann nach vorne. Da ist dann noch Hände. So. Jetzt sieht das doch schon. Aus, wie man alles hättet. Jetzt wir das Klepple. Da wieder reinfriemeln. Weg. Das ist ein bisschen viel gewesen. So, da rein. Dann müsste es jetzt alles passen. Der hätte sagen, dann schrauben wir es zusammen. Machen wir noch ein. Jetzt gucken wir kurz. Das messen wir jetzt hochprofessionell. Okay. Das ist stärker wie das da. Das müsste 7 oder 9 Kilo Feder sein. Mal da aufgeräumt. Dann schrauben wir es wieder zusammen, würde ich sagen. Dann machen wir schnell Durchlauf. Habt ihr jetzt gesehen, wie das in aussieht? Dann bis gleich. So, jetzt ist es zusammengebaut. Hab das natürlich wieder vergessen. Packen wir den Krusch mal ein bisschen auf die Seite. Holen wir das Messmittel her. Und mit den alten Messwerte. Das seht ihr noch. Da die 13,3. Krusch richtig aus dem Bild. Dann machen wir das Magazin hinein. So. Das sieht eigentlich richtig cool aus. So, klar ist. Dann, was haben wir, 13,3 im Schnitt gehabt. Jetzt ist resettet. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hui, 33,6. 34,3. 35,3. 34,2. 32,6. Und 34,8. Haben wir auch 6 Messwerte. Ja, das ist nicht ganz das Dreifache. Ja, ein bisschen weg vom Dreifachen. Aber das ist schon beachtlich.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir das noch reingefummelt kriegen. Ohne dass ich den zerlegen muss, weil da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Ja, komm schon. Ein bisschen. Scheißdreck. Ach, so Scheißdreck. Bleibt halt draußen. Das Gott jetzt wohl. Oh, doch, das müssen wir gescheit zuschrauben. Was die? Das kann jetzt natürlich sein, dass das nicht ewig geht. Ich glaube, das Blasterle war nie annähernd für sowas ausgelegt. Ach, das Gott. Hat das Tierle bringt sowieso nichts mehr, das Gott. Gott, jetzt nicht mehr ganz zurück. So. Ach, das macht schon Spaß. Okay, was hat man? Ich mag der Herr, der Alte, das war mit 4 Meter pro Sekunde. Hat das nicht passt. Können wir das. Hopp, fällt er noch aus. Jetzt müssen wir dann bloß noch gucken. Machen wir das aus, bevor die Batterie leer ist. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Laufverlängerung wieder nachkriegen. Das ist gerade so. Ach, das geht nur. Der Lauf, der Durchgang, das geht nur wegen dem Teil nicht. Okay. Das heißt, wir müssen das einfach aufschrauben. Den Lauf da entweder kurz oder raus machen. Oder wieder zusammenschrauben. Aber machen wir auch schön schneller Lauf. Bis gleich. So, jetzt haben wir da das Relais da draußen. Das war da drin. Seht ihr, jetzt haben wir da wesentlich mehr Platz. Oh, das fällt. Ach, das. Ja, das war das Ding, das da vorne war. Keine Ahnung, das brauchen wir glaube ich nicht. Und das brauchen wir. Das kann man immer mal für irgendwas anderes brauchen, aber da brauchen wir es jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gedacht, ihr habt es ja natürlich schon getestet, wenn ihr aufmachst und zugeschaut habt. Aber so dieser erhabene Moment, wenn man alles zusammenbaut, sieht man. Also wenn man genau hinguckt, sieht man es, aber ansonsten, das passt. Ja, das war das andere Relais. Und jetzt machen wir da das, klicken wir das zusammen. Und dann haben wir das Magazin hinein. Das ist ein bisschen wackelig da drin, das Magazin. So, der Blaster, der hat weniger Führung. Das ist klar, das geht jetzt nicht mehr. Das ist bloß das da, das ist. Ja. Das gehört aber auch so rum. Ja, das wackelt halt sicher dann seinen Weg rein. Oh, die Schulterstütze ist halt auch ein bisschen.
Oh, das ist seltsam. Das ist seltsam. Und wir haben ja noch, habe die kurzpfeilige Modifikation schon mal gemacht. Bei einer Ding. Bei einer Riken Mark II. Gucken wir mal. Das Magazin ist besser. Weil das halt nicht so gut aussieht. Nein, hat zwei Pfeile mehr, aber das ist da. Ich glaube, das ist einfach. Das hat da vorne nochmal Führung drin, da wackelt es nicht. Man sieht, das Metallding, das hat da keine Führung, gar nichts drin. Die müsste man dann vielleicht von dem wegmachen, weil das hat da Führung und alles. Könnte man ja von den Doll da wegmachen. Oder halt was aus dem 3D-Drucker rauslassen. Das hat man ja. Und das dann. Ja, wenn es mal drin ist, Gott schon. Bis halt. So kann man das ein bisschen schräg da. So, ist entladen. Das Ding hat auch ordentlich gefallen. Wenn es zuverlässig lädt. Ja, das macht einfach Spaß. Da haben wir. Ja, daher habe ich ja das Schwarze, das habe ich. Das Ding habe ich eigentlich ursprünglich gekauft, um das in die Prophecy reinzubauen, weil mir das Orange nicht gefallen hat. Dann habe ich gedacht, komm, da kann ich dann eine Kurzpfeil-Modifikation draus machen. Daher habe ich das Rierle für das da ursprünglich mal da drin war, und jetzt ist halt alles einmal durchgewechselt und habe noch für die Prophecy andere Ding gefunden. Und so Gott ist halt sein Weg. Was man machen kennt, das Federle, aber das wird dann wieder auffallen. Oh, das ist schon gut. Das macht Spaß. Das sind beide entladen, das passt. Nicht, dass man nachher beim Transport böse Überraschungen erlebt. Ja. Wünsche euch dann auch viel Spaß beim Basteln. Lasst ein Abo da, dann kriegt ihr mit, was noch sonst so passiert. Weil, muss ich gucken, da hätte ich eigentlich gern irgendwie sowas mit Kugellager da drin. Das wäre schon noch cool, wenn man das nur irgendwie reinkriegen könnte, ohne dass es auffällt. Also da irgendwie vorne rein das aushöhlen dann und dann nachträglich drauf. Dass das gut ein bisschen auffallen wird, aber oder das dann halt. Ja, das hat eine Idee. Und vorne, da war ursprünglich mal so ein Laserpointer dabei, das könnte man auch so modifizieren, dass er richtig Laserpointer ist oder Lämple und das auch einfach neu machen. Und ich will halt auch ein gescheites Magazin, weil das was da, das fällt halt auch auf. Ich meine, das sieht cool aus, aber das fällt halt auf. Also das war mir jetzt bei dem Bleihersteller egal. Wobei da wäre ein Weiß- oder Graues Magazin auch besser, das würde auch irgendwie besser passen. Da passt das Schwarze eigentlich sogar. Ja, das sind Probleme, ich weiß. Aber allgemein hier soll ja Spaß machen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster Ingenieur.